Heute bin ich in Oberfranken in Unterneuses unterwegs. Im Gasthof Martin bin ich auf der Suche nach was ganz Bestimmten. Grüß Gott. Wie geht's? Es geht gut soweit. Es geht gut soweit. Ein Musikant hat mir verzeiht, dass Sie eine Instrumentensammlung haben. Ich hab mein alter Herr da gehabt, eine Instrumentensammlung. Der alte Herr, das ist der Papa. Jawohl, und der ist leider verschieden vor einem Jahr. Und jetzt haben wir eine Instrumentensammlung da. Die könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr wollt. Ja. Wo Das ist die? Oben, ein Häuschen weiter, ein Stockwerk weiter rauf. Das muss unheimlich sein. Das ist unheimlich. Uns wird auch ganz unheimlich. Ja? Mit der Menge an Instrumenten, was der gute Marc gesammelt hat. Aha. Das waren schon zu Lebzeiten unheimlich und jetzt wird es noch unheimlicher, aber schaut es euch gerade mal an. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was mir der Wirt, der Hans-Georg Martin, da oben im ersten Stock sagen wird. Die sind ja lauter Geigen da, oder? Da kommt noch mehr. Sind da Geigen drin? Da bestimmt. Lauter Kästen. Dann schauen wir da rein. Ja, Wahnsinn. Das ist erst der Anfang. Ja, unglaublich. Hat der da herin so gelebt? Ja, so hat er auch gelebt. Ja, unglaublich. Kontrabässe da oben. Der hat ja irgendwie alles gesammelt. Ja. Geht mal da hinten, schau dir mal da hinten um. Da ist Da so ist ein viel. ganzer Raum voll. Wahnsinn. Es soll ein wertvoller dabei sein und soll nicht dabei sein, aber nicht so wertvoll sein. Aber sagen Sie mal, wie viele Instrumente hat denn der jetzt gesammelt? An der Weiber haben wir mal gezählt, ich glaube die Schifferklaviere oder Harmonien da. Bei 360 haben sie aufgehört. Na, Wahnsinn. Was mit Gitarren da rumsteht und anderer Geigen und was, der Kuckuck, keine Ahnung. Der hat gesammelt, gesammelt, Der gesammelt. hat Der alles haben, was er erwischt hat. Das war Musikant, Vollblutmusikant. Aber eigentlich wird. Der war Wirt, Bräumaster, Bauer, alles ein Wengler, aber halt das meiste war er trotzdem Musiker. Aber Also was macht's denn jetzt mit der ganzen Sammlung? Ich meine, das ist ja wirklich was wert. Das ist ja genau das Problem. Was soll ich mit dem Zeug jetzt machen? Da müssen Sie wen kommen lassen, der sich das alles so schaut. Mir ist es einfach jetzt zur Show, das ganze Zeug zu verramschen. Na, das war wirklich schade, weil da sind bestimmt gute Instrumente dabei. Da haben Sie noch Harfen. Jawohl, Harfen ist auch dabei. Darf ich die mal nehmen? Na bitte. Eine super kleine, nette Harfen. Die ist jetzt wahrscheinlich nicht gestimmt. Das vermute ich einmal. Wunderbar. Braucht man wahrscheinlich einen extra Schlüssel dazu zum Stimmen. Hört sich orientalisch an. Singen Sie mal dazu. Na, da kann ich nichts dazu singen. Da fällt mir nichts ein. Schön. Wunderbar. Darf ich die mitnehmen? Nee, das war später da stehen. Schade. Einen kleinen Applaus gibt's schon. Schade. Und da war auch für jeden Musikinstrument, ne? Oder da akribisch aufgeschrieben, wo das hergehabt hat, was er kostet, was er repariert hat. Bei jedem sind da Zettel dran. Wenn ihr euch umschaut, überall, kannst du mal gerne ja. drauf schauen, Ja, überall. was sie gekostet haben oder was sie wert sind. Das hat er für 120 Euro oder Mark, das weiß man jetzt nicht, Das gell? weiß man nicht. 165. Also da hat er ganz genau geschrieben, woher er es hat. Ja. Was ist CGF-Stimmung ist das kleine Akkordeon? Das ist alles beschrieben. Super. Überall ein Brief drunter, da. Aha, überall. Jawohl, und da hinten auch überall. Ja. So was habe ich noch nie gesehen. Hunderte von Instrumenten, die alle darauf warten, dass sie wieder jemand zum Klingen bringt. So wie diese kleine, hübsche Konzertina, in die ich mich ganz spontan verliebt habe. Start ist im Dorf Unterneuses, als ob da gar keiner war. Aber heute, da hör ich was. Da arbeitet wer.
sauber, Jana. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal, was Sie machen. Steigt dort ein Loch raus für eine Scheibe. Ach, Sie machen das Loch da jetzt gerade ein? Ja. Aha. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Überall sind Gefahren. Ja. Ich bin Schreiner. 35 Jahre. Seit 35 Jahren. Und haben schöne Aufträge? Sehr viele Aufträge mit kleinen Sachen, große Sachen. Können Sie mir ein fränkisches Sprichwort sagen? Fällt Ihnen auch was typisch Fränkisches ein? Das ist typisch Fränkisches. Naja, es gibt bei uns von Region zu Region, also Michelau zum Beispiel, weil ich jetzt vom Schreiner rede, sage ich, Sie wollen jetzt ein breites Brett. Da oben sagen Sie, ein Brezbrat. Ah. Ein Brezbrat. Ein Brezbrat. Und in Lahm drüben sagen Sie, ein Bratsbret. Genau andersrum. Genau andersrum. Ja? Und wir da sagen, ein breites Brett. Und bei uns in Oberbayern heißt es ein Bratsbredel. Siehst du es? Naja, Sehr lustig. so geht's. Ja, ja, ja. Ein Brezbrat. Nein, oder? Ja, Brezbrat oder Bratsbret. Da kann man fast meinen, das ist was zum Essen. Ist aber nicht. Ja gut, aber Sie sagen ja auch ein Brodelsbrettel. Ein Bratsbredel. Ein sag ich. Bratsbrettel. Ein Ja. Bratsbrettel ist ja fast wie ein Brot, kann rauskommen. Da sagt man dann Brot. Brot. Das sind die Feinheiten. Aber wissen Sie was, ich halte Sie jetzt gar nicht mehr vom Arbeiten auf. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen weiterhin. eigentlich- Soll ich Ihnen noch schnell einen Gesundheitsjodler singen? Was? Der Röllei hoet joiri, Gesundheit, Freit wünsch ich für die. Der Röllei hoet joiri, Glück wünsch ich für die. Danke, danke. Bitte, bitte. Alles Ich Gute. könnte euch ja auch was singen. Ehrlich? Ja, aber das mache ich oft beim Stammtisch. Ja, lassen Sie es aus. Ja. Und wenn es dann um 11 Uhr heißt, also geht zu, jetzt gehen wir heim. Jetzt Ja. gehen wir heim. Dann singe ich, wenn ihr wollt, dann könnt ihr heim gehen. Dann wird's bei uns erst recht schön. Fürchtet euch nicht. Sehr gut. Super. Ganz gut. Das haben Sie aber jetzt schon länger nicht mehr gesungen. Es gibt ja keinen lange nicht mehr Stammtisch. gesungen. Mei, und Schon jetzt haben Sie es lange mir vorgesungen. Schon lange nicht mehr gesungen, da haben Sie vollkommen recht. Ja, ganz gut. Also, ich ziehe jetzt weiter. Alles Gute. Ja. Servus. Wiederschauen. Ein Fränkischkurs für Anfänger, den mir der Schreiner Werner Dierauf da gegeben hat. Das war jetzt wirklich eine nette Begegnung. Ich bin gespannt, wen ich als nächstes triff. Grüß Gott. So, ja. Darf ich mal reinkommen? Freilich, wenn das reinstimmt. Ich bin aber kein Oberbayer. Sie sind ein Franke. Das Dialekt höre ich gern. Das hören Sie gern. Ja, natürlich. Und ich höre gerne einen fränkischen Dialekt. Das können Sie bei mir schon haben. Das kann ich haben, ja super. Ja. Wissen Sie was, ich bin so fasziniert von dem Hof. Ist das ein typischer fränkischer Bauernhof? Ja, das ist sogar ein Vierseithof, der schon ausgezeichnet worden ist. Echt? Ja, ja. Das macht die Oberfranken-Regierung. Ja. Und die hat uns doch schon einmal, wie sagt man, ausgezeichnet, weil der so schön hergerichtet ist. Und was, weil er so schön hergerichtet ist, was ist jetzt das Besondere? Das Fachwerkhaus wahrscheinlich, oder? Da drüben? Eigentlich alles, bis zur Gartenmauer. Der Auslöser war das Kreuz da draußen. Habt ihr Wo schon denn? gesehen? Nein, sagen Sie es uns. Das war der Auslöser. Das Sandsteinkreuz. Das ist ein Hochkreuz, das ist ganz, ganz selten. Ach so. Ja, ja. Ah, das gehört mein zum Hof. Urgroßvater hat das gemacht. Wirklich beeindruckend, dieses Kruzifix, das seit vielen Jahren über Haus und Hof wacht. Super. Nicht, dass es in der Familie keine Schicksalsschläge gegeben hätte, aber der Glaube hat dem Bernhard Hofmann und seiner Frau Roswitha immer wieder eine neue Lebensfreiheit gegeben. Zum Schluss habe ich die zwei nur Standteil gespielt und prompt haben sie zum Tanzen angefangen. Mein Gott, das ist einfach ein Schuss.
Das war jetzt eine Überraschung, oder? Das hätten Sie sich heute nicht gedacht, dass Sie zum Tanzen kommen. Mit Corona haben wir einmal im Jahr so einen Tanz von Winterball Bauer war F. das immer für die Bauern. Das Ja. sind die leider sogenannte Bauernball. ausgefallen. Das Ist ist heute ausgefallen, ja. Ja. Jetzt haben wir nachgeholt. Ja, wunderbar. Beschwingt geht zurück zum Gasthof Martin, wo die Wirtstochter Tanja von Freitag bis Sonntag traditionelle fränkische Gerichte zum Verkauf außer Haus kocht. Überbackene Täubchen aus eigener Zucht zum Beispiel. Oder was ganz Rustikales, Saukopf gebraten. Beliebt ist auch der Schweinebauch to go im Brödler. Und für den ist heute die Musikgruppe Hasten Dazed vom Mee gekommen. Als kleine Stärkung vor ihrer Musikprobe. Natürlich im Freien und mit allen Hygieneauflagen. Schnell nur ein Bier aus der hauseigenen Brauerei. Und dann bin ich auch schon mit dabei. Servus. Ihr habt euch schon gefunden, oder? Flo, macht ihr einen Bandausflug? Ja, so in der Art, ja. Ein Wanderausflug. Wie geht's euch ohne Bühne? Es sind andere Dinge im Vordergrund, natürlich die Familie und das Private natürlich. Aber wir brennen alle drauf, dass es endlich losgeht wieder. So wie alle Künstler, die müssen wieder auf die Bühne, weil da sind wir ja daheim. Und da müssen wir hin. Und was hat sich jetzt entwickelt in dem Jahr bei euch? Was hat sich da? Naja, wir haben die Zeit hergenommen, weil wir gedacht, was können wir jetzt da Positives draus ziehen? Und wir haben dann zum einen eine CD aufgenommen vom neuen Programm, was eigentlich gar nicht unbedingt jetzt so geplant war in der Zeit. Und Corona ist natürlich für uns Musiker auch ein bisschen sowas wie eine Fastenzeit, klar. Und, aber nach jeder Fastenzeit kommen die dicken Tage und dann geht's wieder rund. Also, Und für die Zeit, wenn es für uns alle wieder rund geht und wir wieder unbeschwert Musik hören können, haben die Musikkabarettisten von Hasten Dazed for Me schon jetzt das passende Lied geschrieben. Hasten Dazed ist wieder da, die Hände hoch und schreit Hurra. Corona ist, Corona bleibt, ein Prosit der Gemütlichkeit. Corona, das ist nun eine lange Zeit. Dürfen wir heute spielen, wenn's irgendwer Bescheid. Zur Sicherheit hab ich einen Ball dabei. Wenn einer kommt, dann spielen wir gegen 3. Der Stoff zum Wimpfen ist jetzt endlich da. So mancher schreit jetzt sicherlich Hurra. Doch was ich ehrlich gesagt nicht ganz versteh, wer steckt das ganze Geld in ein Portemonnaie? Hasten Dazed ist wieder da, die Hände hoch und schreit Hurra. Corona ist, Corona bleibt, ein Prosit der Gemütlichkeit. Wir müssen halt das Beste daraus machen. Die Stäbli in die Nasen und mein Rachen. FFP2 gelobt seid ihr und dann. Jetzt hab ich ja genug auf meiner Bank. Hasten Dazed ist wieder da, die Hände hoch und schreit Hurra. Corona ist, Corona bleibt, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Schön war's. Musik und Begegnungen mit Menschen. Was gibt's Wertvolleres, besonders in dieser Zeit?